Moin, ich bin Marlene Dur, Musikwissenschaftlerin und Kuratrice von der neuen Ausstellung an der Nationalbibliothek Joni Fritz, Luxemburger Komponist, Musiker und Sammler. Ich will nicht mit auf eine Reise an die Welt von Joni Fritz seiner großer Sammlung über den Erik Satie. Die Ausstellung selber ist auf 4 Vollen abgeteilt. Den ersten Volley beschreibt Joni Fritz als Person, als Musiker und als junger Musikpädagog, reflektiert also ein bisschen sein Leben, seine Ausbildung, wie auch seine berufliche Orientierung und das generelle Mindset, an dem er sich bewegt. Den zweiten Volley weist Joni Fritz seine Erik Satie-Sammlung. Den dritten Volley weist Joni Fritz mehr intensiv als Komponist und den letzten weist ihn als Musiker und Dirigent mit seinem Ensemble für mittelalterliche und Renaissance-Musik Tempus est Jucundo. Am Laufe von diesem Video weisen wir 3 Piecen aus der Ausstellung, die uns besonders am Herz liegen. Wir sehen zum Beispiel einen von den 9 originalen Erik Satie-Briefen, die an der Ausstellung gewiesen gehen. Dieser Brief erzählt die Geschichte von der Sekte von Erik Satie, der Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur. Besonders flott anzugucken sind die 2 Stempeln, die den Erik Satie für die Kirche auffertigen gelassen hat. Die zweite Pièce, die wir euch weisen wollen, ist das Vitrine. Der Joni Fritz hat in seinen jungen Jahren kompositorisch viel experimentiert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt aus seinem Werdegang als Komponist. Heute sagt er, dass er sich in alternative Notationsformen ausprobiert hat und nicht die klassischen Notationsformen geholt hat. Inspiriert vom niederländischen Künstler Piet Mondrian hat Joni Fritz seine Mondrianophonie komponiert, die aus Quadraten und Rechtecken auf verschiedene Farben bestehen. Die Formen stellen einen Rhythmus dar und die Farben einen Ton hecht. Es ist klar, dass diese Sachen keine Konsens haben bei den Interpreten und dafür nicht abgefangen werden. Hier an dieser Vitrine sehen wir die letzten Piecen, die wir euch weisen wollen. Es sind alles Rekonstruktionen von historischen Instrumenten. Oben haben wir ein Harf, eine Rekonstruktion nach einem Modell von Hieronymus Bosch seinem Triptychon. Innen haben wir ein Organistrum oder ein Drehleier. Das Modell befindet sich zu Santiago de Compostela. Besondere Rekonstruktionen sind die 2 Säulenflöten. Sie waren schon an der Renaissance eine Rarität und heutzutage gibt es am Original noch just 5 Exemplare auf der ganzen Welt. Der Joni besitzt von diesen 5 Exemplaren 2 Kopien, die heute ausgestellt sind. An der innersten Vitrine sehen wir 2 Krummhörner, die den nieselnden Sound machen, den wir typischerweise mit der mittelalterlichen Musik verbinden. Rekonstruieren gelassen hat Joni Fritz das Instrument für sein Ensemble Tempus est Jucundo. Also weist sich an einer gewissen Interdisziplinarität aus seinen Tätigkeiten. Der Joni Fritz ist nicht nur Musiker, sondern auch Sammler, und hier kann die 2 Sachen auch gut miteinander verbinden.